Merci, Herr Präsident. Merci dem Carlo Back für seinen guten schriftlichen und mündlichen Rapport. Für uns Piraten ist Mobilität ein Grundbedürfnis und eine Voraussetzung dafür, als Mensch können aktiv in der Gesellschaft teilzunehmen. Aus dem Grund wären wir schon immer für den gratis öffentlichen Transport für so alle Menschen, auch denen, die kein Auto und Möglichkeit zu gehen, sich an der Gesellschaft zu bewegen. Nehmen wir mobil aus, kann auch Chancen an der Gesellschaft holen. Mit diesem Gesetz wird das Mobilitätsgesetz reformiert und auf den neuesten Stand gesetzt. Das fanden wir natürlich eine gute Sache, weil die Bürger es mir einfach, sich in einer einzigen Version vom Gesetz herumzufinden, wie von einem Gesetzestext, an den andere müssen gucken gehen, für zu wissen, was da noch am Gesetz ist. Mit dem heutigen Gesetz kommen aber auch eine Reihe Veränderungen. Zum Beispiel wird der Verkehrsverbund an dem Ministerium angegliedert, für so Aufgaben besser zu koordinieren. Wir hoffen, dadurch kommen Verbesserungen, die dieses Changement für die Passagiere mit sich bringt, und dass die Maßnahmen, die der Staat aber so kascht, den öffentlichen Transport noch mehr komfortabel wird machen. Das gilt an der Zukunft dann zu sehen. Wenn wir vom Komfort für die Passagiere schwätzen, Gemenge sollen mehr angebunden gehen. Das ist auch als Meinung, es fehlt aber berechtigterweise, wie an einzelnen Navien gesagt wird, auch Klarheit von der Kooperation mit den Gemengen. Was aber allgemein anbelangt, hat mir ein anderer Lektor wie verschiedene Vierredner vom Text gesagt, noch eins, dass wenn den Gesetzestext liest, in einer Interpretation machen möchte. Wir sind echt der Meinung, dass wenn ein zentralen Operateur da ist, es wird Gemengen nur vielleicht mehr einfacher für ihre Reso an ihre Service, Bürger auszubauen. Mit das war alles Lektor vom Gesetz, dass wir das dann auch begreifen und eigentlich für die Gemengen ein Vierteil dran gesehen haben. Wir fanden doch ganz gut, dass die Busreisender sowie alle Guten die einzelnen Arenen mit den Gemengewerten aufgeschwert werden, weil auf einzelnen Plätzen am Land fehlt es noch ganz gute Möglichkeiten. Aber weil ich noch ein bisschen Zeit habe, ich hatte auch ein Kehr beim Herrn Minister dafür explizit angeschwert an einer Kommission, wie es dann ist, weil wir ja auch Bedenken gemacht haben über Privatisierungen mit den europäischen Ausschreibungen, und da waren wir ganz zufrieden, wie der Minister als Genfer tut, dass eigentlich für so Syndikat wie den TIS kein Risiko auch in Zukunft wird bestehen und dass die ganz normal wird können weiter funktionieren, ohne dass das Risiko besteht, dass denen in den Ausschreibungen oder so etwas nur eine Benachteiligung wird tun, was wir natürlich als Piraten dementsprechend begrüßen. Wir werden noch am allgemeinen Zustimmung zu diesem Gesetz geben. Merci. Merci vielmals, Herr Görge. Die Regierung hört den Herrn Mobilitätsminister François Bausch.